Jetzt sag einmal, das gibt's doch gar nicht. Ich war sicher, dass ich es da hingestellt habe. Also, oder wird schon ganz deppert. Ja, das ist jetzt eine rhetorische Frage. Haha, aber jetzt einmal im Ernst. Ich hab doch heute in der Früh, weil ich beim Einkaufen war, ein Vogelfutter mitgenommen. Und ich weiß hundertprozentig, dass ich in der Küche neben die Spüle gestellt hab. Du, das ist weg. Hast du vielleicht irgendwo eine kleine Plastiktüten gesehen? Meinst du die da? Mei, du wieder. Jetzt sag bloß, du hast... Ich hab mich schon gewundert, warum das Müsli heute so trocken ist. Mei, geht's noch? Nicht einmal die Fegel von Gundererner fressen. Du Kasperlkopf, du. Siehst du, das wirkt schon. Der Frühlingssalat klingt aber auch ganz gut, ha? Mit frischen Kräutern. Und Meeresfrüchte und ein Knoblauchdressing. So gesund. Was darf ich zum Essen bringen? Ah, wir bringen uns bitte die Schweinshaxen mit Semiknödel und Kraut. Hä? Ich hab mir gedacht, du nimmst den Frühlingssalat. Nein, ich hab gesagt, der klingt gut. Aber schmecken tut mir sicher die Haxen besser. Naja, dann nimm ich auch die Haxen. Und ein kleines Salatbütchen dazu. Ist recht. Genau, der macht's noch aus. Aber schau her, was ich da hab. Ja, was ist denn jetzt das? Wir wollten doch eine Diät machen. Ja, macht man ja auch. Und zwar eine Leberkastdiät. Eine Leberkastdiät. Das habe ich auch noch nie gehört. Naja, weil es halt noch nie einer gemacht hat. Ja, das wird schon seinen Grund haben. Und wie soll jetzt das gehen? Wie bei jeder anderen Diät auch. Wir essen jetzt einfach so viel Leberkäse, bis wir keinen mehr sehen können. Und dann nehmen wir von ganz allein ab. Also, besonders wissenschaftlich fundiert hört sich das aber nicht okay. Ja, mei, für sowas braucht es alle Pioniere. Also, ich opfer mich jetzt einmal für die Wissenschaft, gell? 1,5 Stunden bei 160 Grad müsste gelangen, oder? Also, der Mann ist ja sowas von selbstlos. Unglaublich. Jetzt wird er bald daherkommen, dass wir Weißbier-Diät machen. Männer. Bayern Comedy wird unterstützt durch die private Landbrauerei Schönramm.